Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Ganz herzlich willkommen zu unserer LiveNet Chosen-Serie. Heute darf ich Andreas ein paar Fragen stellen. Und zwar würde mich gerne interessieren, warum hast du überhaupt angefangen, die Serie zu schauen? Ja, natürlich, das ist ja überall in den Medien irgendwo publik geworden. Und dann habe ich mal reingeschaut und bin nachher fasziniert worden oder einfach mitgerissen worden von dieser Darstellung von Jesus Christus, weil er von mir aus gesehen einfach ja, so fröhlich daherkommt, so lebensnah irgendwo daherkommt. Und das habe ich so ein bisschen bei den anderen Filmen, die es gegeben von Jesus, habe ich das manchmal ein bisschen vermisst. Ich mache ja Veranstaltungen, wo natürlich Jesus Christus das Zentrum ist. Und ich habe manchmal auch eine Umfrage gemacht, habe die Leute gefragt, ja, wer von euch hat schon mal einen lachenden Jesus gesehen? Und das war so ein bisschen deprimierend, wie viele Menschen das wie ein falsches Bild von Jesus haben. Weißt du, Jesus eben, Menschen, die Jesus nicht nachfolgen und die haben viel einfach so ein religiöses Bild von Jesus. Und das hat mich vor allem fasziniert, eben dem Chosen-Film, dass man Jesus auch mal sieht lachen, wie er mit den Jüngern mal, weiss doch nicht, einen Witz macht und einfach im Leben ist, oder? Nicht so der hochreligiöse Jesus Christus ist. Und gleich der kraftvolle, der Sohn Gottes. Mhm. Genau. So ein bisschen ein menschlicher Jesus begegnet uns in dieser Serie, gell? Genau. So nahbar. Mhm. Gibt es eine Lieblingsszene? Ja, ich natürlich, als ich jetzt einen Heilungsdienst habe, sage ich jetzt mal all die Heilungswunder, die ich sehe, die so gut verfilmt sind, so wie es hätte können sein. Oder dort zum Beispiel, wo der Lahm runtergelassen wird, vor Jesu Füßen, wo er nachher, oder der lahmen Teich von Bethesda, wo Jesus nachher ein Wort zu ihm sendet. Und mich fasziniert es irgendwo. Du hast die Geschichte 100-mal gelesen, hast gewisse Sachen dir vorgestellt und es tut wie nochmal etwas Neues auf. Und das finde ich cool. Oder was ich auch sehr stark finde, ist dort, wo zum Beispiel der Jesus mit dem Nikodemus redet, oder die ganze Geschichte vom Nikodemus, der Pharisäer, der hochstudierte, religiös, aber gleich nachher merkt, ja, jetzt kommt eine neue Dimension. Er ist dort ja sehr offen gegenüber Jesus. Und nachher so das 1-zu-1-Gespräch finde ich ganz stark. Das brauche ich auch in meinen Veranstaltungen zum Teil, wo er nachher über die Neugeburt auch redet mit dem Nikodemus. Und gleich nachher am Schluss die Szene, oder, wo er am Hausecken steht, Nikodemus, und Jesus hat ihn eigentlich aufgefordert, folg du mir auch nachher. Dann siehst du so, du spürst richtig den Bildschirm, es schafft jetzt ihm. Eigentlich möchte er Jesus nachfolgen, aber nach all seinem religiösen Prunk, den er hat, und wüsste natürlich, er würde nachher dort ausgegrenzt werden, folgt er eben nachher nicht Jesus. Es ist dramatisch, oder? Und das so zu sehen mal mit den Augen und nicht nur zu lesen, ist schon sehr, sehr faszinierend. Oder auch die Szene, wo die Samariterin, die wird ja viel gezeigt, wo die Samariterin kommt und Jesus über das Wasser redet. Oder wer von mir trinkt, wird nie wieder Durst haben. Und das fährt schon noch ein, oder? Wie nachher zu sehen, sagt sie nachher am Schluss, ja, eben, das muss ich jetzt allen noch erzählen. Und dann sehe ich so, Jesus lacht so, oder? Und sagt, ja, das habe ich gehofft, dass du das machst, oder? Und genau, es tut so wie etwas Neues öffnen, eben für einen fröhlichen Jesus. Weisst, ein Jesus, der ein Freund der Sünder war. Ich sage manchmal schon in meinen Veranstaltungen, Jesus ist nicht griesgrämig rumgelaufen. Weißt, sonst wäre er ja nicht der Freund von den Sündern gewesen, von den Zöllnern. Sondern Jesus ist fröhlich gewesen. Er hat Sachen schon, das wollte ich nicht ausstehen. Er hat Sachen beim Namen genannt. Er hat immer wieder Menschen aufgerufen, ihr sündiges Leben
zu verlassen. Das ist schon, aber er hat es mit einer Liebe gemacht und das mit einer Leidenschaft für die Menschen. Also so die Menschenliebe Gottes strahlt für mich durch den Film durch. Und das finde ich mega stark. Das finde ich, ja, genau. Also wenn ich das so zulasse, spüre ich also schon sehr die Faszination. Und jetzt nimmt sie wirklich auch Wunder, selber noch ein bisschen weiter zu schauen. Du redest ab und zu von deinen Veranstaltungen. Wie baust du hier die Serie ein? Schaut ihr eine Folge oder wie machst du das? Ja, nein, für eine Folge, das wäre ein bisschen zu lang. Ich tue einfach meistens, oder, weil es ist ja Heil- und Heilungsveranstaltungen, sind das, wo es eben im Bereich um Heilung geht, aber um das Heil der Menschen. Und dann tue ich eigentlich eine Szene, wie zum Beispiel eben, wo er der Lahm heilt, im Teich von Bethesda, tue ich das abspielen, und dann lese ich es noch aus der Bibel raus, sage noch ein paar Worte dazu. Und nachher im Bereich vom Heil nehme ich zum Beispiel eben die Samariterin im Brunnen oder das Gespräch mit dem Nikodemus. Oder einmal sehen wir, wo er der Maria Magdalena begegnet, wo er ihr nachher sagt, dir sind deine Sünden vergeben, sie kann ihn fast nicht anschauen. Und was mir auch so stark dünkt, so im Evangelistischen oder wenn es um das Heil geht, dass immer wieder betont wird, auch im Film, natürlich auch in der Bibel, dass es eben Jesus ums Herz geht. Weisst, sie tun so ein bisschen religiöse Mauern sprengen. Und das finde ich so stark, auch für Menschen, weisst, die irgendwo religiös sind, aufgewachsen und das Ganze ja, nicht so beziehungsmässig ist mit Jesus, finde ich den Film sehr, sehr inspirierend. Weisst, dass sie wirklich gesehen hat, dem Jesus geht es nicht um deine Leistungen, es geht ihm wirklich darum, eine Beziehung mit dir zu haben. Oder? Das ist das Evangelium, Beziehung, und das strahlt von mir her sehr durch den Film durch. Genau. Ja, merci vielmals, dass du so ein bisschen hast erzählt. Noch ganz eine Frage zum Schluss, nimmt mich Wunder. Dann würdest du sagen, die Serie kann auch jemand schauen, der Jesus jetzt noch nicht so nahe kennt, zumal kennenlernen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich finde die Serie sehr evangelistisch. Das heisst, sehr menschennah, sehr Jesus vorstellend, so, weißt, von einem Jesus, wo in Johannes 3,17 heißt, Jesus ist nicht gekommen, für uns Menschen zu verurteilen, sondern für uns zu retten. Und viele Menschen, die Jesus nicht kennen, denken, ja, wenn es nicht würde geben und so, dass er der gleich einer ist, der uns Menschen ist gekommen, fest für zu richten, für mit dem Finger auf uns zu zeigen. Aber genau das ist es eben nicht. Oder? Sonst wäre er nicht ein Freund der Sünder oder Zöllner gewesen. Obschon er Sachen beim Namen genannt hat, haben sie ihn gerne eingeladen, weil eben einfach die Menschenliebe Gottes durch ihn ist durchgekommen. Das wünsche ich auch für dich, für mich, für alle, die den Film schauen, dass wir das dürfen spüren, aber auch nachher das dürfen leben, in unserem eigenen Leben, die Menschenliebe zu den Menschen. Und da finde ich den Film sehr stark. Genau. Merci vielmals, Andreas, hat mich also sehr gefreut. Bitte, gern geschehen, danke. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.